Hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ja, wir sind hier mitten in den Bestländern stecken geblieben, wo wir irgendwelche 30 Moschinderaugen einsammeln müssen. Ich bin vorher noch ganz kurz angegriffen worden, da muss ich dann vielleicht noch 1, 2 von diesen Münsterchen legen. Aber das ist halt natürlich dann ein kleines Pech. So, ich würde sagen, wir machen uns direkt mal wieder an die Quest an. So, jetzt kann ich gar nicht einsammeln, also hat es jetzt wirklich gar keinen Unterschied gemacht, dass wir sind immer noch an der gleichen Stelle stehen geblieben wie beim letzten Mal. Dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt wirklich mal an die Quest, an die Mondschinderaugen da zu bekommen. Schnappen uns da direkt einmal so ein Löli raus. Voilà. Ich bin ja ehrlich gesagt momentan ziemlich verwirrt hier in diesen östlichen Pestländern. Durch das, dass wir irgendwie keine Einstiegsquest bekommen haben, aber jetzt haben wir ja da Gott sei Dank mal noch ein paar Quests gefunden, um etwas zu erledigen. Aber wir müssen uns dann im Großen und Ganzen anschauen, ob wir dann wirklich da bleiben oder sogar weitergehen Richtung Unterstadt, damit wir mal etwas komplett anderes sehen. Aber mir spielt es im Großen und Ganzen keine Rolle. Wie gesagt, ich queste mein liebend gern. Ich habe es gerade gestern wieder gemerkt, dass ich einfach gerne questen. Also wenn man das jetzt mal anschaut, ich glaube, ich habe das letztes Mal schon gezeigt, mein Schweizer hat jetzt über 7000 Gold und das alles leider nur aus Questen. Und ich bin halt dann auch einer, wenn ich dann Level 120 bin, ich queste trotzdem. Also wenn von mir aus würde ich dann jedes Quest, das es in ganz World of Warcraft gibt, abschließen, aber das braucht dann wahrscheinlich dann auch eine verdammt lange Zeit. Darum ist das ja nicht der Sinn von der Sache. So, dann schauen wir gerade mal da, was da auf uns zukommt mit denen. Also, soweit ich das verstanden habe, sind die nämlich auch mal gerne mal unsichtbar da unterwegs. Und wir haben ja mal eine Fähigkeit bekommen, dass wir da gegen Unsichtbare gut kämpfen können. Oder die aufdecken. Darum wäre jetzt die Frage, ob ich die mal noch ausprobiere. Ich habe kein Ziel. Ah, gut, okay, momentan läuft sie eigentlich noch gut so. Könnten wir da natürlich jetzt mal mehr unsere Fallen probieren. Okay, der läuft jetzt leider nicht auf uns zu, weil halt die Dinge da gerade. Die Drachenfalken direkt auf ihn los sind. Und gefunden haben, komm, dann treten wir jetzt in den Arsch, in den Scheiß auf die Fallen. So, da haben wir gerade nochmal 2 Augen bekommen. Jetzt wir versuchen uns mal da oben durch. Nein, da komme ich nicht rauf. Was ist los? Halt nicht. Dann halt nicht. Machen wir uns da auf den Weg rundherum. So. Das sieht wirklich irgendwie strange aus mit so einem Tempel. Die Frage ist halt, wir müssen halt momentan nicht dort rauf. Wir müssen ja nur die Augen ordern. Ah, komm, jetzt machen wir da gerade so eine Falle an. So eine Falle. Dann holen wir nämlich die auch noch dazu. Okay, meine Drachenfalken, die wollen hier einen auf Rambo machen und das alleine erledigen, wie es aussieht. Jetzt sind sie gerade gestorben. Ah! Gar nicht gut. So, das sieht gerade momentan gar nicht gut aus für uns. Was? Wer hat mich jetzt da in ein Schaf verwandelt? Das ist doch die komplette Verarschung da. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Es sind jetzt auch gerade ein paar mehr aufs Mal, als ich erwartet habe. Ich hatte gedacht, so 3 Stück aufs Mal. Aber es sind wirklich einige mehr. Aber das sollte gut kommen. Es kommt gut, es kommt gut. Also sterben werden wir sicher mal nicht dran. Der hier ist immer noch eingefroren, das geht ja Ewigkeiten. Wie lange bleibst denn du da drin in dem Gefängnis? Hallo? Da hat er sogar noch so die Hand gegenführen, so Kamehameha, das kennt man ja von... ist er wirklich gerade so Kamehameha-Move machen da? Leck, bist du drin. Okay, dann müssen wir dich dann jetzt ausschalten. So, von unserem Leben her sollte das ja eigentlich noch lange ins besiegen. Der hat uns jetzt ziemlich... Okay, nein, der hat uns ziemlich Leben geraubt. Gott sei Dank können wir uns dann noch ein bisschen aufheilen. Okay, der klaut, der tut uns das Blut in dem Fall absaugen und sich selber wieder aufheilen. Das ist natürlich nicht so schmackhaft. Der ist ziemlich wild unterwegs da. So, versuchen wir da lieber nochmal einzeln rauszupicken. Ja, komm, machen wir uns auf den Weg zum Lager da oben. Das andere ist, ich will sonst gerade noch ganz kurz... Ah, okay. Aus dem Nichts taucht wieder einer auf, dann sind die wirklich ein bisschen auch unsichtbar da unterwegs. Dann haben wir gerade noch 2 Augen bekommen, verwählen uns jetzt momentan auch nur noch 8. Das bringt uns momentan nicht so viel. Ich persönlich würde jetzt aber eher mal schauen, ob wir noch etwas Gutes zu essen haben, leben das da. Das Fleisch reinjagen, dass wir mal unser Leben wieder auffüllen und das von den Drachenfalken dann noch gleichzeitig. Jetzt muss ich aber schon warten, bis wir da gegessen haben. Weil so lange kann ich meine Drachenfalken nicht heilen, sonst unterbricht es unsere Heilung. Das wäre natürlich ziemlich mühsam. Weil die machen noch ziemlich guten Schaden, da bin ich jetzt gerade ein bisschen baff. So, da. Ein guter, gell? Lass den schmücken. Einfach so ein rohes, komisches Fleisch zu essen. So, dann heilen wir mal schnell unsere Drachenfalken wieder auf. Wir könnten ja in dieser Zeit mal versuchen, einen hier rauszupicken. Zum Beispiel den hier hinten.
Gut, wir können da wirklich mehr auf Entfernung treiben, das würde es mehr bringen als immer so in die Nähe. Kann man nämlich schon denken, dass da wieder so ein Habasch auftaucht. Das sind aber ein bisschen mehr. Oh. Kein Ziel. Tauchen hure viel aus dem Nichts auf. Aber wenn die, also sind die jetzt wirklich unsichtbar oder tauchen die einfach aus einem Fehler raus auf da von WoW? Das ist schon ein bisschen komisch. Aber gut, mich stört es nicht. Wir müssen ja die Augen suchen. Wir müssen einfach schauen, dass wir nicht sterben. Also versuchen, so gut wie lang wie möglich überleben. Aber das andere, was ich jetzt machen ist, ich laufe jetzt ganz langsam aus dem Tal raus, weil wir sollten die 3 Augen auch noch so zu bekommen, weil sonst sind wir da mitten auf dem Feld drauf, weil eben dann kämpfe ich lieber zum Beispiel noch gegen den da. Dann sollte uns ja wieder ein Auge geben, dann sollten da unterwegs ja auch noch ein paar von denen plötzlich wahrscheinlich auftauchen. Dann sollte das eigentlich so wie ganz gut klappen. So, Zuerst etwas anvisieren. nice, also jetzt fehlt uns noch ein Auge. Ist aber die Frage, ob man da hinten noch irgendwo einen findet. Jawohl! Ich brauche ein Ziel. Nice. Gut, gib uns das letzte. Du bist doch so gemein. Dann halt nicht. Dann nehmen wir halt nochmal einen von diesen komischen Trüllen auseinander. Jetzt habe ich gerade gedacht, komm on, da gibt mir sicher den letzten. Dann können wir uns da von da verschwinden. Da kommt gerade der nächste, der mich da nerven will. Zuerst etwas anvisieren. Aber wir schlagen uns das ziemlich gut durch mal. So, dann haben wir nochmal 3 Augen bekommen. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt gerade mal auf den Weg zurück, schauen, geben die Quests ab, weil wahrscheinlich weist es uns dann sowieso wieder zu dem Turm da hinten. Weil es wäre ziemlich komisch, dass das Zul Mashar nur wäre zum Monstertöter, weil da wird wahrscheinlich dann immer wieder auch noch ein grösseres Monster wahrscheinlich auf uns warten, so wie ich jetzt WoW langsam kenne und mich wieder eingespielt habe. Weil jetzt habe ich recht viel Zeit wieder in WoW investiert und eben wie gesagt, also Spass macht es en masse. Also es hat sich in so eine gute Art und Weise entwickelt, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Also ich kann nur jedem das Herz legen, fangen da WoW spielen, aber lasst euren Job dafür nicht hängen oder sonst irgendetwas, sondern wenn ihr einfach mal so ab und zu ein Spiel spielt, ist immer wieder mal lustig. Sola, come on! Dann nehmen wir halt den noch ganz kurz auseinander, weil sonst reißt uns wahrscheinlich dann noch von unserem Pferdchen oben runter. Von unserem Falken, auf das habe ich jetzt gar keine Lust. Ja, da ist noch ein kleines Strickchen bis da vorne. Ist halt wirklich ein grösseres Land und wir haben 5 Kapitel vor uns, aber die Frage ist jetzt einfach, ob wir jetzt da weitere Quests bekommen oder ob das ist wie an dieser Stelle da oben wie in der letzten Folge, wo wir jetzt da die Quests abgeben und dann ist gar nichts mehr und wir müssen wieder neue Quests suchen. Weil dann wird es mir einfach langsam zu blöd und dann mache ich mich lieber auf den Weg Richtung Unterstadt. Oh, das kommt gut, das kommt gut. Einfach durch, nicht aufhalten lassen. Jawohl. So. Da oben sollte sich also die Quest abgeben befinden, mit dem Türmchen da. Schauen wir uns das Ganze an, die grusigen Viecher da verfolgen uns immer noch. Abfahren. Komm, abfahren. Gut. Wenigstens los drauf jemand in seinem Leben. So. Interessant. Quest abgeben und dann haben wir da hinten nochmal Quest abgeben. Jetzt hoffe ich aber, dass ich da nochmal irgendeine Quest bekomme. Nein, jetzt kommen wir da schon wieder keine über. Es ist doch verarscht pur, was da gerade momentan läuft. Da hinten haben wir auch gerade nichts, keine Quest mehr zur Verfügung. Also wir haben jetzt 2 Quests abgefüllt, aber weiter geht gar nichts. Die Frage ist jetzt eben wirklich, ob wir uns richtig Unterstadt machen. Wir hätten hier einen Drachenfalken, mit dem könnten wir bis auf Silbermond rausfliegen. Oder ob wir jetzt sagen, hey, wir reiten bis zur nächsten Position und hoffen, dass wir dort noch mal ein paar Quests finden. Ich finde es gerade momentan ein bisschen schade. Die östlichen Pestwälder tun mir gerade machen wir ganz ein bisschen zu arbeiten. Aber wir finden da schon noch den Einstieg in die verschiedenen Kapitel, die wir da offen haben. So, dann gehen wir aus dem Weg da hinein. Damit wir wieder die komischen Fledermäuse, die sind ja momentan überall vertreten. Platz müssen wir einfach mal schauen, dass man dann wahrscheinlich noch ein bisschen etwas verkäufelt. Weil Dungeon, ehrlich gesagt, wollte ich momentan keins mehr machen. Das Einzige, was mich halt jetzt momentan noch würde interessieren, wäre wenn schon das da. Sprich mein Roter Kommandant Steinenbergs, das Stadt der Belagerung. Das wäre halt die einzige Quest, die mich vielleicht noch auf eine gewisse Art und Weise würde interessieren. Aber nicht unbedingt. Dann lieber einfach so weiter questen. Versucht mal um die Stadt herum. Die sieht komplett eingenommen aus von Untoten. Also in dieser Welt fällt es nicht von Untoten in dieser Stadt. Gut, da hinten wäre es... da bin ich einfach falsch gelaufen. Oh Mann! Lappi, mach die Augen auf. Wie gesagt, der grösste Lüli an dieser Stelle bleib und bin einfach nur ich. So, dann wäre es einmal da drauf. Dann hoffen wir, dass wir bei dem Turm zu wieder eine Quest bekommen. Und hoffentlich auch mal eine Quest, die uns wirklich von Turm zu Turm führt. Weißt, aber das ist ja momentan wirklich ein bisschen mühsam, weil wir müssen immer schauen, hat es denn überhaupt etwas oder hat es nichts. Aber das sieht ganz gut aus da. Da hat es 3 Quests auf Vorrat für uns. Nein, eine ist ein Drachenfalken, das heisst wieder 2 Quests. Nein, der ist gerade 2 aufs Mal für uns. Erhalte die Kopfbedeckung eines
Kultisten und Robe eines Todkultisten von Kultisten Gornis Kreuzzug. Okidok, und da haben wir reist zu Gorins Kreuzzug im Süden und tötet die Geiselsoldaten, die dort hausen. Sammelt 7 Stücke lebendige Faulis, zerstört die lebendige Faulis mit Mörser und Stößel der geronnener Faulis. Okidok, das sollte eigentlich gut machbar sein. Hallo? Jetzt sagt mir jetzt nicht, ich muss den ganzen Weg dort raufgehen, um da überhaupt eine Quest annehmen. Kann ich euch helfen? Seid vorsichtig. Ist sie wirklich da innen oder draußen? Nein, die sollte irgendwie draußen sein, aber es könnte eben sein, dass sie komplett auf dem Turm oben ist. Nein, die ist wahrscheinlich zu oberst oben, das heisst, wir müssen uns da den ganzen Weg da drauf machen. Aber ist ja gar kein Problem. Dann nehmen wir halt die Zeit auf uns. Was haben wir denn da bekommen? Einige Faulis im Mörser kombiniert mit dem Stößelzreiben stehen lassen, damit der ganze geringen kann. Okay, alles klar, das brauchen wir dann, um die geronnenen Faulis zu bekommen. Dann haben wir noch einen Waffenständer. Nochmal einen Waffenständer. So. Frederik Goldstone, was hast du denn für uns zu tun? Erhaltet 8 Pestkugelfische, 8 Infektrierker und 8 Infrekrabler aus der Inferknabel. What the fuck? Was sind das für Namen? Das sind jetzt wirklich Zungenbrecher hoch 10. Das hätte ich jetzt so im Großen und Ganzen eigentlich nicht erwartet. So. Machen wir uns auf den Weg zu diesen Quests in dem Fall. Wir haben jetzt hier eine Quest und die Quest, die er uns gibt, getrockneter Faulnis. Wo ist... Getrockneter Faulnis ist dann eher in dieser... Hä? Jetzt müssen wir dann wahrscheinlich schauen. Also die Quest hier. Reist zu Gorins Kreuzzug im Süden und tötet Geiselsoldaten dort hausen. Sammelt 7 Stück lebendige Faulnis, zerstört die lebendigen Maulis mit Mörser und Stößel. Also blöd gesagt, wir müssen schauen. Ich werde es noch herausfinden. Ich finde es gerade ein bisschen ziemlich komisch beschrieben im Allgemeinen. Ich würde sagen, wir töten da einfach jetzt einmal die kompletten untoten Horden. Fangen wir mal mit dem an. Zuerst etwas anvisieren. Weil der Rest sollte sich ja da im Dorf befinden, aber das macht für mich jetzt gerade momentan keinen Unterschied. Lebendige Faulnis haben wir jetzt erhalten. Muss ich das jetzt mit dem kombinieren? Nein, nicht wirklich. Okay, ich bin noch ein bisschen irritiert, was mit dieser Faulnis los ist. Aber das sollte man sicher noch rausbekommen, was da genau läuft. So. Ich muss mich gerade völlig wieder umgewöhnen, wenn ich die ganze Todesritter spiele. Weil ich nicht anziehen kann, so wieder aus dem Fernkampf. Das ist immer wieder eine Umstellung. Besonders 2 verschiedene Charaktere gleichzeitig die ganze Zeit spielen. Aber bis jetzt schlagen wir uns eigentlich schon ziemlich gut. Da haben wir einen Todeskultist haben wir schon mal bekommen. Du solltest für uns den anderen haben. Noch eine Faul. Ich bin ganz am überlegen, was das mit dem auf sich hat. So, dann haben wir das auch schon erledigt. Die können wir gerade abgeben. Quest beenden. Nice. So. Jetzt wollte ich eigentlich ins Häuschen schauen, wie es da drinnen so aussieht, aber da liegen auch noch wieder ein paar Skelette rum, so ein komischer Tisch. Und wieder ein komisches Mönsterli, das wir einfach gegen den Tag ein Zombie. So. Weißer Geisler. Jetzt ist einfach die Frage. Wir brauchen... Ah, die sind dann weiter vorne. Die sind gar nicht hier in der Stadt drin. Ich würde sagen, machen wir uns auf den Weg außerhalb von der Stadt wieder. Da drinnen haben wir dann wirklich nur die Umhänge gebraucht, die wir haben müssen einsammeln. Entdeckt die Infektnarbel. Okay. Habe ich das jetzt richtig gelesen? So, jetzt befinden wir uns im Gornis Kreuzzug. Ich habe kein Ziel. Eieiei! Momentan greifen uns immer so viele Monster aufs Mal an. Es hat sich schon einiges geändert zuvor. Dann nehmen wir nochmal die anderen zwei. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir es überleben. Oho! Und heilet, heilet! Jetzt habe ich doch auf Heilig gedrückt! Come on, come on, come on. Wir überleben das. Wir überleben das. Ich sehe da gar kein Hindernis da drinnen. Wir schaffen das. Wieso müssen denn auch so viel aufs Mal kommen? Drecksviecher. Wieder so ein Zombie. Da. Jetzt hoffe ich aber wenigstens, dass wir von ihnen ein paar Questgegenstände bekommen, wenn wir so viel aufs Mal erledigt haben. Besonders die Pesterkugel. Die Frage ist halt, ob das Gegenstände sind oder
Jetzt habe ich natürlich wieder so ein... Braucht man in dem Fall einfach 7 von diesen lebendigen Faulnis, um dann das gewonnene Faulnis zu erstellen? Ich glaube, das wird die Quest so sein. Wenn ich mich jetzt nicht falsch verstehe. Das andere, was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass erhalte 8 Pisserkugeln und infektiere 8 Infekrabbel aus der Infernkrabbel. What the hell? Okay, die Quest ist außerhalb von dem Gebiet da. Ich würde sagen, ich mache mich dann viel lieber raus. Es könnte sein, dass das irgendetwas im Wasser ist, weil es halt Kriecher und Krabbler ist. Aber das finden wir nur raus, wenn wir uns das mal ganz kurz genauer anschauen. Also ich sollte mich... da vorne sollte dann das Gebiet sein. Argentümerkreuzzug, Level 120 stehen. Da können wir natürlich noch gut nutzen, um die fertig zu machen. Okay, ja, es sieht wirklich aus, als müsste sich das im Wasser befinden. Aber die Frage, ich sehe halt jetzt nicht da abwärts, ob man da... Okay, alles klar, das sind so komische Insekten am Boden unten, die wir einsammeln müssen. Nice Sache, das heisst, wir müssen einfach schauen, dass wir wegbleiben von diesen Fischen, sonst greifen die uns an, sonst müssen wir denen eins auf in den Arsch treten. Sonst müssen wir in dem Fall von diesen komischen Fischen hier einsammeln. Also Schnecken. Das sind Schnecken und das sind Fischli. Also wir müssen Fischli und Schneckli einsammeln. Und jetzt tun wir den bösen Fischli da das Essen von der Nase wegklauen. Passen, dass die uns nicht angreifen. Die werden sicher noch verrückt, wenn wir da die ganze Zeit anfangen, ihr Essen wegzuspitzen. Ist knapp. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Jawohl, abfahren. Verreis, mein Junge. Verreis einfach. So. So, 8 von denen haben wir. Jetzt fehlen uns noch ein paar von denen. Ja, ist klar, dass es noch einen angreift. Besonders du hast von Anfang an auf uns abgesehen. Ich habe das in deinen Augen erblickt. Ich habe kein Ziel. Voilà. Was müssen wir jetzt noch einsammeln? Schneckli müssen wir noch einsammeln und Inferkrabbeln. Kidok, jetzt ist halt die Frage, Schnecken. Ja, wir müssen in dem Fall wirklich ein paar von diesen Fischchen auseinandernehmen. Sonst den Teich reinigen von diesen verschmutzten Fischchen, die da die ganze Zeit unsere Gegenstände wegfressen. Wir müssen einfach immer auch schauen, dass wir noch genug Atem zur Verfügung haben. Nicht, dass wir... Ah, die können wir sogar kirschen. Ja, nice. Ja, nice. Dann ist es ja erst recht nicht schlimm. Okidok. Ein Schneck, 2 Schneck. Jetzt fehlt uns noch ein Schneck. Aber dann fehlen uns noch 7 von diesen Krabbler. Von denen hat es ganz wenig Inferkrabbeln. Gut, dann haben wir da vorne wieder mal 2. Ah, du bist auch einer, du bist einer. Ah! Drecksfisch! Ich muss mich konzentrieren, ich sehe nicht genau, was das für Viecher sind. Die sehen alle irgendwie ähnlich aus. Zuerst etwas anvisieren. So, dann kirschen wir auch dich noch unter Wasser. Jetzt müssen wir einfach schauen, der Atem hebt noch ziemlich gut an. Come on. Come on, jawohl, 5 von 8 haben wir schon mal. Da, okay, da haben wir noch Krabben. Jetzt 2 Stück, die wir brauchen. Sonst müssen wir halt schauen, dass wir den Fisch da noch töten. Ja, nicht wirklich. Wir versuchen jetzt ohne nochmal einen Fisch zu töten, da einzusammeln. Obwohl es ein bisschen schwieriger wird. Jawohl, ich habe mir schon gedacht, dass du da noch uns wirst angreifen. Aber dann werden wir trotzdem richtig aufwärts gehen. So, das kommt schon ziemlich gut. Nice, dann haben wir das auch abgeschlossen. Dann fehlt uns jetzt eigentlich nur eine geronnene Faulnis. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, bräuchten wir 7 von diesen Faulnis. Wir haben jetzt lebendige Faulnis 2. Das heisst, 5 von diesen Faulnis müssten wir noch einsammeln. Bedeutungsweise, wir sollten nochmal zurück in das Dorf. Aber ich werde mich mehr außerhalb von dem Dorf jetzt aufhalten, wie ich jetzt das... Ah, ich bin gerade ziemlich gut rausgekommen. Genauso etwa, wie ich es will. Dann werden wir schauen, dass wir da irgendwie... Ich weiss aber nicht, von wem wir die alle bekommen. Ich weiss nicht, ob wir von diesen Haschrillen das auch bekommen. Das müssen wir halt jetzt noch ganz kurz ausprobieren. Dann haben wir die 3 Quests eigentlich auch schon mal gut erledigt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Jawohl, also die kommen wir in dem Fall auch von dir rüber. Dann müssen wir einfach schauen, dass wir ein paar von diesen Untoten töten. Hätte jetzt ja gerade können eigentlich eine Quest daraus machen, dass ich von dem so viel soll töten, anstatt so faul ist. Und also, noch richtig kompliziert gerade an dieser Stelle. So, 4 Stück haben wir. Ja, dann versuchen wir es mal mit dem da. Also aber nicht, aber ich glaube, in dem Fall geben alle die Untoten, die sich da im Dorf befinden, die Faulnis. Das sind ja alles verfaulte Wesen. Jammernder Ghoul.
Wegen was jammerst du denn? Jeje. Das sollte jetzt der 50 sein, das heisst 2 Stück würden uns noch fehlen. Come on! Nice, aber du hast jetzt was gar keinen gegeben. Versuchen wir es nochmal mit dem jammernden Ghoul da vorne. Ich höre ihn schon die ganze Zeit jammern. Ich brauche ein Ziel. Leck ist der Joker, aber so nicht lustig sein. Aber ja. Ich habe kein Ziel. Nice, wie viel haben wir denn jetzt? 6 von 7. Dann versuchen wir es noch mit dir davon, dass du uns vielleicht unser letztes faulendes Stückchen ist, das wir gebrauchen können. Dann müssen wir mal schauen, dass wir unser Inventar nochmal leeren. Jawohl! Dann haben wir 7 bekommen, das heisst, jetzt kann ich das einsetzen und dann sollte es das herstellen, oder? Weiter, Quest beenden. Ah, da kommen wir gerade neu über. Verwendet Bettinas Fläschchen gegen lebendige Elementare im Fereldarsee, um 8 flüssige Seuchenwirkstoffe zu erhalten. Okidok. Alles klar, und dann haben wir sogar noch unser Level-Up bekommen, da sage ich noch deutlich nicht nein. Es ist halt eher die Frage, das wird dann da hinten sein, aber ich mache mir jetzt lieber auf den Weg und gebe die Quests ab. Vielleicht gibt es ja noch zusätzliche Quests, die uns noch dort unterstützen, dass wir nicht immer hin und her müssten. Dass man so viele Quests aufs Mal wie möglich erledigt. Ich glaube, habe ich es jetzt richtig gesagt oder habe ich es jetzt falsch ausgesprochen? Keine Ahnung, lassen wir mal so stehen. So, dann müssen wir uns da in dem Fall wieder ganz auf einen Turm begeben, um die Quests abzugeben. Dann schauen wir, ob er gerade wieder eine neue für uns hat. Come on. Dieser Weg wird kein leichter sein. Okay, wir sind schon oben. Alles klar. Ja, da haben wir deine Insekten, die du hast wollen. Dann müssen wir das mal abschließen da. Aber du hast keine weitere Quest für uns. Okay, alles klar. Dann lassen wir das mal so stehen. Ist ziemlich schade, jetzt habe ich gehofft, du gibst uns auch noch mal eine Quest für den Tunnel. Jetzt mache ich mir schon wieder Sorgen, dass wir nach dieser Quest wieder irgendwie weiterziehen und doch nichts finden. Ah, die östlichen Pestländer, aber ich bin noch nie da questen. Ich habe keine Ahnung, was da vor sich geht. Das ist halt immer ein bisschen ein Vor- und ein Nachteil. Aber an dieser Stelle würde ich jetzt mal sagen, wir haben jetzt halt nicht wirklich viel gemacht, aber ich denke, es würde lange. Ich danke vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heisst, der Runde ist WoW mit eurem Schweizer. Danke und ciao!